Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist heute das erste Mal, dass wir über den Fernsehsender Uetliberg ein Programm ausstrahlen, ein historischer Moment sozusagen. Wir wollen es jedoch nicht sehr feierlich tun, denn wir befinden uns ja noch im Stadium der Versuche, der Vorversuche sogar. Deshalb sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn auch Sie sich der Tatsache bewusst bleiben, dass unsere ersten Sendungen in erster Linie dazu dienen, dem Programmpersonal und den Technikern die Gelegenheit zu bieten, sich einzuüben und Erfahrungen zu sammeln. Etwas Fertiges und Endgültiges dürfen Sie also noch nicht von uns erwarten. Das ist Radio Retro. Ein Ohr voll aus dem Archivschatz von der SRG. Der Abend vom 20. Juli 1953, genau am 17 ab 8, ist die Geburtsstunde vom Schweizer Fernsehen. Im 1973 hat der damalige Radio- und spätere Tagesschau-Moderator Charles Clair zurückgeschaut auf den TV-Anfang. Er hat ein Interview gemacht mit der ersten Ansagerin vom Fernsehen, mit der Rosmarie Burri. Sie ist in der Zwischenzeit Frau Betschart geworden und jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Betschart. Was wir vorher gehört haben, sind Sie damals sehr aufgeregt gewesen? Ich glaube es schon. Ich habe jedes Mal ein Herz gehabt, wenn es nicht gelaufen ist. Und ich meine, ja, im Grunde genommen bin ich mir gar nicht bewusst gewesen, dass das ein Anfang ist von etwas, was sich so wie eine Lawine entwickelt hat. Damit wären wir bei der nächsten Frage. Was hat Sie denn bewogen, zum Schweizer Fernsehen zu arbeiten? Ja, ich bin angefragt worden, ob ich mich mal melden würde. Sie haben Mädchen mit blonden Haaren gesucht, weil die Technik noch nicht so weit war, dass man schwarze Haare haben konnte. Das hat einfach einen schwarzen Fleck gegeben. Und dann ist der erste Fernsehabend gekommen. Hat es da lange Vorbereitung und Proben für Sie gegeben? Nein, ich bin etwa eine Stunde vor der Sendung ins Studio gekommen, habe eine Textauswendig gelernt und dann habe ich geschminkt. Das heisst, ich bin meistens geschminkt worden. Später hat man dann selber auch ein bisschen gewusst, wie. Und dann hat man einfach gewartet, bis die Sendung kam. Und nach der Sendung, es war ja nur kurz, 1,5 Stunden, hat man sich abgeschminkt und ist wieder heim. Seit wann sind Sie nicht mehr im Fernsehen? Ich habe das nur ein knappes Jahr gemacht und dann bin ich fort von Zürich. Und Fernsehen schauen tun Sie aber noch? Nein, wir haben keinen Fernsehapparat. Das finde ich konsequent. Besten Dank, Frau Betschart. Bitte. In unserer nächsten Sendung am Mittwoch um 20:30 Uhr sehen Sie den bekannten Fußballspieler Freddy Bickel und eine bunte Sendung Chansons mit Keilin und Geo Wumar. Auf Wiedersehen am Mittwoch und gute Nacht.